Diese Farbe ist ein einziger Widerspruch. Ja, ausgerechnet rosa bzw. pink. Die Farbtöne, die scheinbar vor Kitsch triefen, denen man maximal Halbdimensionalität zutraut. In Wahrheit vereint die Farbe beides. Wattiges Glücksversprechen und Provokation. Rosa macht alles fabelhaft, sagt Barbie. Andere macht es eher aggressiv. Dabei bewirkt es, so wurde herausgefunden, das Gegenteil. Gefängniszellen werden teilweise rosa gestrichen, um Insassen zu beruhigen. Es ist die Farbe der Ambivalenz. Trivial und komplex zugleich. Wenn wir uns anschauen, wofür die Farbe rosa heute verwendet wird, sehen wir, dass die allermeisten rosa Farbtöne in den letzten Jahren erfunden worden sind, damit die Industrie irgendeinen Plastikschrott noch mal ein bisschen anders rosa einfärben und verkaufen kann. Das macht rosa für mich so eine Farbe der Hauruck- und Wegwerfgesellschaft. Im Gegenzug sehen wir aber, wenn wir zurückgehen in das Mittelalter und in die Renaissance, dass rosa eine ganz stark spirituelle Dimension hatte. Also gar nicht die flache Welt, sondern die tiefe Welt. Von der Farbe des Heiligen zum Profanen, vom Ernst zum Hedonismus. Eigentlich gibt es Rosa gar nicht. Es gibt mehr als 120 Nuancen davon. Bubblegum, Fuchsia, Cotton Candy, Koralle, Tender Touch. Rosa ist eine Mischung aus Rot und Weiß, aus der Farbe der Liebe und des Todes. Bei Pink kommt noch ein Schuss Blau dazu. In Japan assoziiert man mit der Farbe Melancholie. Fallende Kirschblüten. Rot ist Erotik, rosa Verführung. Matisse berühmte Aktbilder. Er habe als Maler kein sexuelles, sondern ein gefühlsbetontes Interesse an Frauen, sagte er. Sublimierte Wollust färbe die Körper rosa. Die längste Zeit seiner Existenz haben übrigens Männer die Farbe für sich beansprucht. Bereits die Jäger der Jungsteinzeit schmierten sich ihre Lendenschürze mit rosa Lehm ein, um ihren Pfahl zu markieren. Auch in der Kunstgeschichte gibt es zahlreiche Belege für pinke Männlichkeitsgeschichten. Ein schönes Beispiel, Jacob Bunel, das ist ein französischer Maler gewesen, wird angestellt am Hof von Heinrich IV. Und er bekommt 1606 den Auftrag, den französischen Regenten zu porträtieren. Und er porträtiert ihn in einem pinkfarbenen Ornat. Damals ist Pink quasi synonym für Macht. Und das geht eigentlich bis zur Französischen Revolution. Die erste Frau, die rosa für sich entdeckt hat, war Madame Pompadour, die Geliebte von Ludwig XV., die sich ganz bewusst in rosa gekleidet hat, um anzuzeigen, dass sie nicht nur die Mätresse des Königs ist, sondern dass sie eine einflussreiche Hofdame ist. Daraufhin ist rosa eine Modefarbe geworden, mit der Frauen angezeigt haben, dass sie selbstbewusst sind. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts muss Rosa nicht mehr aus Naturstoffen wie Purpurschnecken gewonnen werden, sondern kann chemisch hergestellt werden. Die Produktion wird billiger, das Image auch. Die Geschichte der Farbe Rosa erzählt auch viel über den Drang, Menschen in strenge Kategorien zu stecken. Immer wieder kommt die Idee auf, man könne aus der Vorliebe für einen Farbton auf den Charakter schließen. So kam der Schweizer Psychologe Max Lüscher 1947 zur kruden Pseudo-Erkenntnis, wer rosa möge, sei psychisch unreif. Dazu zählte er Homosexuelle, Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion, Schwangere. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es eine regelrechte rosa Gehirnwäsche. Die perfekte Frau ist sexy und harmlos zugleich. Kein Film persifliert das so gut wie Funny Face, in dem die neue Quality-Frau erschaffen wird. Das Gezerre um die Deutungshoheit über die Farbe ist schier unendlich. Die französische Modedesignerin Elsa Schiaparelli erschütterte mit dem von ihr entwickelten Shocking Pink bereits Ende der 1930er Jahre die Laufstege. Knallt bis heute. Mit Pussyheads gegen Trump. Pink als politisches Statement. Erstaunlich, wie sehr die Farbe immer noch provozieren kann. Als 2024 das neue Auswärtstrikot der Nationalmannschaft präsentiert wird, gibt es jede Menge Häme und Kritik, vor allem von rechts. Dann wird es ein Verkaufsschlager. Rosa und Pink ist immer auch eine Lebenseinstellung, ein ganz eigener Blick auf die Welt.
Schon die Griechen haben in der Morgenröte ein Zeichen des Aufbruchs gesehen. Mir hat das sehr gut gefallen, weil ich dachte, dass wir jetzt nach einigen Jahren Corona und einem beginnenden Krieg ganz gut so eine Aufbruchsstimmung gebrauchen können. Ich habe mir im Nachhinein aber gedacht, dass das vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht ist. Denn die Sonne geht ja nicht nur rosarot auf, sie geht auch und oftmals ja noch viel schöner rosarot unter. Rosaroter Optimismus heißt dann auch Abschied nehmen, Verlust ertragen können. Die Abgründe der Welt kennen und trotzdem freudig ins Ungewisse blicken.